Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, heute der 30. Bundesligaspieltag. Daheim 2:0 gegen Hertha BSC. Halleluja. Einschätzung zum Spiel. Ja, genau das, was wir erwartet haben. Hertha stand mit 10 Mann hinten. Einer, der auf Höhe oder 10 Meter hinter der Mittellinie stand, um da mal irgendwie was zu versuchen. Haben uns super lange sehr schwer getan, beziehungsweise haben uns das ganze Spiel schwer getan. Ja, ausgerechnet der Gnabry hat es dann gemacht. Der Mané hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und dann hat es der King gemacht. King hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, war das erwartete Spiel, dass wir keinerlei Ideen haben werden, war abzusehen. Ne? Die hatten wir leider auch nicht. Egal, wen du da vorne nimmst, das war alles völlig uninspiriert. Der Einzige, der ein bisschen Ideen hatte, war der Kimmich. Kimmich war sehr gut heute, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich auf die einzelnen Spieler drauf eingehe. Ja, ansonsten, wir können einen Blick in die Statistiken werfen. Wir haben 81,2% Ballbesitz. Gucken wir gleich mal rein. Das sagt alles aus. Ja, Hertha hat einfach nicht stattgefunden. Also I don't know, ich weiß nicht. Ja, vielleicht, wenn man unsere Form anguckt, die letzten Wochen hätte es klappen können. Ne? Dass man 0-0 spielt. Hertha hat ganz klar auf 0-0 gespielt. Nach vorne war das gar nichts. Deswegen war Kimmich heute auch so stark, weil er musste kein Sechser spielen. Wir haben heute ohne Sechser gespielt quasi, weil wofür? Ne? Also offensiv war das 0. Das war eigentlich Minus von Hertha. Also ja, und Hertha war phasenweise so schwach. Also ja, aber wir hatten relativ wenig Ideen. Wie immer, wenn der Gegner tief steht, muss man fairerweise sagen, ja, am Ende hat's gereicht. Halleluja. Ich habe schon bis zum Tor ganz andere Gedanken im Kopf gehabt. Von daher, ja, wir haben es genutzt. Arschlecken, egal wie. Wir haben 2-0 gewonnen, sind wieder Erster. Wir haben jetzt 4 Spiele vor der Brust und wir legen jedes Mal vor. Was dann jetzt vielleicht sogar ein Vorteil ist, wenn wir, weil wir vorne sind, dass wir vorlegen müssen oder vorlegen dürfen. Ne? Und die Dortmund dann damit nochmal extra Druck geben, dass sie nicht gerade sehr, sehr gut mit Druck umgehen können. Haben wir gesehen, also von daher, wer weiß. Aber klar ist auch, wir müssen uns trotzdem steigern. Ja? Also gerade die Anfangsphase dafür, dass es ein Heimspiel war, hat mir einfach auch wieder der letzte Funken gefehlt. Ja? So, es war wieder so, ja, wir fangen mal an und ja, so wie der Tuchel jetzt gesagt hat in der Pressekonferenz, war auf Augenhöhe mit Hertha, so haben wir auch begonnen. Mir hat so ein bisschen das Feuer und die Leidenschaft gefehlt. So, also das ist ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Ne? Da muss man, eigentlich hätte man da gleich mal zeigen müssen, wie der Hase läuft. Klar haben wir den Ball gehabt zu 80%, keine Frage, aber das war auch alles quer geschoben, ne? Teilweise. Wie gesagt, in der Phase, Kimmich hat mir gut gefallen, die Ligt hat mir gut gefallen mit seinem Diagonalbällen, das hat er gut gemacht. Ja, unsere Abwehr jetzt irgendwie zu beurteilen, dieses Spiel können wir uns schenken. Ja, Offensive fand nicht statt von Hertha. Ein paar war es, glaube ich, erst erstmal in der 80. Minute gesehen, dass er auch auf dem Platz steht. Weil einfach nichts zu tun. Dasselbe mit dem Sommer. Ja, also von daher erschreckend schwache Hertha, wie ich finde. Die Taktik, I don't know. Ich glaube, was heißt ich glaube, ich weiß, wir haben es gesehen, die letzten Spiele. Ja, man kann ja defensiv stehen, hätte Hertha aber irgendwie zumindest 2, 3 Leute mal vorne gehabt. Wir haben es gesehen, wie offen es teilweise auch war. Und hätten wir irgendwie ein Tor kassiert, haben wir gesehen, was passieren kann. Ja. Muss nicht heißen, dass es so passiert wäre. Zum Glück ist es auch nicht so passiert. Wir haben 2-0 gewonnen. Von daher wollen wir das mal alles nicht so kritisch sehen heute. Ja, wie gesagt, zum Spiel gibt es nicht viel zu sagen heute. Ja, die Aufrufzahlen werden jetzt wieder einbrechen hier auf dem Kanal, weil wir gewonnen haben. Und wir Erster sind. Ja, mal abwarten. Gut,
Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hauen wir erstmal einen Blick in die Statistiken rein und dann erzähle ich mal ein bisschen was zu den Spielern, wie ich die so gesehen habe. Also Ballbesitz 81,3. Ich weiß nicht, ob wir die Saison jemals mehr hatten. Abseitsstellung 2,2, Fouls 4,8, Zweikämpfe 58,42. Schüsse aufs Tor 9,1. Ja, ich überlege gerade, so Schüsse aufs Tor. Ja, ich erinnere mich an 2,5, die okay waren. Der Rest plus die 2 Tore, also 4,5, sagen wir mal. Schüsse insgesamt 26,2. Ja, das sind Statistiken. 18 Ecken, die alle wirklich schlecht waren. Also wir schlagen 18 Ecken in einem Spiel. Was andere Teams in 4 oder 5 Spielen schlagen. Und die sind alle, abgesehen von die eine von De Ligt, der halt übers Tor war, aber der Rest war wirklich komplett ungefährlich. Also da müssen wir definitiv dran arbeiten. Wenn wir 18 Ecken schlagen, müssen da wenigstens 2, 3 gefährlich sein, woraus Chancen entstehen. Mindestens 2, 3. Das ist ja schon tief gestapelt, Leute. Also 692 angekommene Pässe, Flanken 32:3. Wir sehen 105 Pässe angekommene bei Hertha. Ja. Schüsse insgesamt Coman 3, Gnabry 2, Cancelo 1, Torschussvorlagen Kimmich 2, gewonnene Zweikämpfe Cancelo 10, De Ligt 9, Musiala 7, Ballkontakte 145 Pavard, 141 Kimmich, 140 Cancelo, gefoult worden, schenken wir uns. Ja, ich bleibe in dieser Ansicht. Ja, wie gesagt, das Spiel ist das, was zu erwarten war. Es wäre interessant geworden, hätte Hertha sich ein bisschen mehr getraut oder wir weiterhin die Scheiße am Fuß gehabt. Zu der Aufstellung muss ich sagen, leider so, wie ich es erwartet habe. Ich habe eigentlich erwartet, dass Mané in der Halbzeit schon nicht wiederkommt. Der war halt ein Komplettausfall, ein Komplettversagen. Allein die Chance, die er hatte, ja, hätte da ein Tell gestanden, hätte er definitiv geklingelt. Ne? Oder sind wir mal nicht zu euphorisch, sagen wir, der Ball wäre auf jeden Fall aufs Tor gegangen. Ja? Also als Stürmer musst du den machen. Ja? Da gibt's keine zwei Meinungen. Ansonsten super unauffällig, gar nicht im Spiel, also Mané auf der 9. Ich meine, der Nagelsmann hat probiert 4 oder 5 Spiele und das war dieselbe Scheiße wie heute. Ich verstehe nicht, warum man das wieder probiert. Ich habe es in der Pressekonferenz gesagt, es ist ein Unding, dass man nicht den Tell da einfach mal hinstellt. Ja, er ist der einzige Neuner in der Mannschaft, stell ihn doch dahin. Ja, dann nehme ihn doch zur Halbzeit raus, wenn das nicht packen sollte. Aber stell ihn doch einfach dahin. Ja, wir hatten heute so viele Halbchancen. Auch der Gnabry in der ersten Halbzeit, dieses komische Ding. Ja, vielleicht hätte da einfach mal einer gewesen, der vielleicht mal ein bisschen unbekümmerter ist, der nicht so den Druck verspürt, der nicht so, weiß ich nicht, im Kopf irgendwie blockiert ist und er hätte das Ding einfach reingedroschen. Ja. Weiß ich nicht, mache ich nicht wieder auf das Fass. Wir haben 2-0 gewonnen am Ende des Tages, also hat der Tuchel alles richtig gemacht. Haben wir keine Argumente gegen. Ja, wir haben 2-0 gewonnen und gut. Gut, kommen wir zu den Benotungen. Sommer, I don't know, war beschäftigungslos, hat eine Rückgabe gekriegt, die hat er aufgenommen vom Hertaner. Note 3, Pavard Note 3, können wir gar nicht beurteilen, hat 145 Ballkontakte gehabt, haben wir gesehen, die hat er schön weitergeleitet. De Ligt, wie gesagt, fand ich ein bisschen auffälliger, will ich eine gute 3 geben. Wir haben es auch gesehen bei den Zweikampfwerten, die er hatte. Hat auch die bessere Spieleröffnung gehabt mit den Diagonalbällen, wie ich fand. Mats Rui am Anfang ein bisschen schwach reingestartet, wie ich fand, aber umso länger das Spiel ging, umso besser wurde, hat er dann die Seite super beackert mit dem Coman zusammen. Ja. Haben wirklich gut harmoniert, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Eine gute 3. Cancelo will ich auch eine gute 3 geben. Wir haben es auch vorhin gesehen bei den Werten. War super auffällig, war engagiert. Ja, aber jetzt die Defensivspieler, wie soll man die heute irgendwie groß beurteilen? Hat offensiv halt einfach nicht stattgefunden. Ja. War, wie gesagt, engagiert, war auffällig. Eine gute 3 für mich auch. Musiala würde ich eine 3- geben.
ja, wo ausgewechselt wurde, da vorne so die 10 Minuten war er sehr präsent, war gut im Spiel drinne. Ansonsten, wir haben es gesehen, bei den Zweikämpfen hat viel mit nach hinten gearbeitet. Ja, dadurch hat wieder das Offensivspiel gelitten, wie ich fand. Hat aber ein, zwei Mal echt da defensiv die Zweikämpfe gemacht und angenommen. Aber ja. Vorne ist, was zählt gegen Hertha, wie ich finde. Ja, wie gesagt, ich würde die sehen, auch bei einer 3. Koretzka sehe ich bei einer 4. Koretzka war wieder, er hat nicht stattgefunden. Ja, er hat nicht stattgefunden. I don't know. Ja, für die Leute, die das aufricht, I don't know. Nee, hat einfach nicht stattgefunden. Ja, gefühlt hat er 4 Ballkontakte gehabt und sein plumper Rempler, da muss er sich, er ist deutscher Nationalspieler, ja, im defensiven Mittelfeld. Ja, ich sage jetzt nicht extra nicht Sechser, sondern im defensiven Mittelfeld. Und dann, ja, muss man nicht so plump den da wegrammen. Ja, klar, kannst du ein bisschen drüber streiten, war so halb angelegter Arm und so weiter. Aber er muss sich da einfach cleverer anstellen. Dass man da gleich die gelbe Karte zieht, war natürlich auch völlig daneben, genau wie bei Cancelo, den Ball 2 Meter im Aus an die Seite geschoben hat. Der Spieler von Hertha kriegt den Ball vom Balljungen zugeworfen. Lächerlich. Also mal ehrlich. Coman für mich Note 2. War auf jeden Fall über 60 Minuten der auffälligste da vorne. Hat viel versucht. Ist nicht alles gelungen, gerade flankenmäßig ist da ein sehr, sehr starker Verbesserungsbedarf. Hat geackert, hat getan, hat dann das Tor gemacht, auch super abgeklärt, ja, schön durch die Beine geschoben beim Goalie. Natürlich ein super Pass von Kimmich, genau wie beim Gnabry, war zweimal der identische Ball, ist auch der Ball, den der Kimmich spielen kann. Kann er aber auch nur spielen, wenn er keinen Druck kriegt. Ja, dann kann er auch nur so ein gutes Spiel machen, wie er heute gemacht hat. Kimmich war heute stark. Ja. Müssen wir heute explizit loben, war auf jeden Fall der auffälligste Mann auf dem Platz. Lag einfach daran, dass er schalten und walten konnte, wie er wollte. Also defensiv nichts zu tun. Er hat 1, 2 defensive Zweikämpfe gehabt, die hat er verkackt. Das könnte man noch ankreiden. Aber ja, wenn er auf der Posi spielt, deswegen, ich sag, wiederhol mich, Kimmich als Achter mit einem starken defensiven Mittelfeldspieler dabei. Vielleicht kann Gravenberg da auch reinwachsen, weiß ich nicht. Gravenberg war auch mega gut, ja, aber soweit sind wir noch nicht. Gehen wir der Reihe nach. Also Coman 2, heute kein Gnabry-Bashing. Gnabry kriegt heute eine Note 3. Ich fand ihn auf der rechten Seite relativ schwierig am Anfang. Da war ist er gar nicht irgendwie reingekommen. Da war er zwischenzeitlich auch mal neben Mané. Das war auch nicht so geil. Dann war er links außen, das war ganz okay. Dann hast du ihn 20 Minuten gar nicht gesehen in der zweiten Halbzeit und dann hat er das Tor gemacht. Ja. Und das hat er gut gemacht. Ja, das hätte der Mané nicht gemacht. Ja. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Was mir dann imponiert hat, warum er auch dann bei mir heute die 3 kriegt, ich weiß nicht, wann es war, 75. rum oder sowas, hat er echt mal mit nach hinten gearbeitet und kurz nach der Mittellinie hat er mal den Ball wegstibitzt und ins Ausgeschossen von Metane. Das habe ich beim Gnabry seit Wochen und Monaten nicht mehr gesehen. Von daher haben ihm vielleicht die 3 Tage mal gut getan, dass er vielleicht mal ein bisschen im Kopf runterkommt auf die Erde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mir das gut gefallen und von daher die Note 3. Ja, meine Meinung. Kimmich definitiv Note 2 heute. Kimmich war neben Coman der auffälligste Spieler auf dem Platz, hat ein super Spiel gemacht, hat die Bälle super verteilt, hat immer wieder das Spiel versucht auch dann mal schnell zu machen, dann in die Breite zu machen, relativ wenig nach hinten gespielt. Warum auch? Hertha hat nicht gepresst oder gar nichts. Hertha stand einfach mit 10 Mann hinten drin. Deswegen ist es relativ schwierig, dieses Spiel heute als irgendeinen Maßstab zu nehmen. Ja, das müssen wir auch ganz klar sagen. Aber wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Gibt vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Selbstsicherheit für den einen oder anderen Spieler. Von daher sehr gut. Mané heute Note 5. Ja, wer das irgendwie anders sieht, weiß ich nicht. Ich sehe es nicht. Also es war gar nichts. Das war unterirdisch schlecht einfach. Auswechselspieler. Stani hat's gut gemacht, ja, finde ich auch gut, dass er ihn für Mazraoui gebracht hat, einfach mal so ein Viertelstündchen, mal ein bisschen durchrotieren, warum nicht. Mazraoui hat auch ein gutes Spiel gemacht für mich. Gravenberch war bärenstark, ja, wenn wir Gravenberch mal mit Koretzka vergleichen,
Leute, also wenn Goretzka nächstes Spiel wieder aufläuft, dann widerlegt der Tuchel auf jeden Fall seine Aussagen, die er in der letzten Pressekonferenz getätigt hat. Nämlich, dass es hier irgendwie nach Leistung geht. Goretzka war unterirdisch, ja. Der Gravenberch allein, die Bälle steil in die Spitze. Die 3 Stück, die er gespielt hat. Hast du bei Goretzka gar nicht gesehen. Dann auch, wo er einmal die 2 Leute hat stehen lassen. Ja, auch super Ball, sicher nicht ein Fehlpass gespielt. Auch nichts Riskantes. Er hat riskante Bälle vorne in die Spitze gespielt, die kamen an. Auch im 1 gegen 1 hat das gut gemacht. Also, wenn das kein Bewerbung war für die letzten 4 Spiele, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, war wirklich super auffällig. Mathis Tell, ja, kam leider wieder 9 Minuten rein. Ja, wo wir nicht mehr so viel nach vorne gemacht haben. Tut mir mal ein bisschen leid für den Jungen. Können wir nicht beurteilen. Müller war super schwach. Super schwach. Wieder fast jeder Ball versprungen. Nicht ein Ball, außer einen Ball nach hinten zum Mitspieler gebracht. Ja, dann hat er eine gute Szene gehabt mit der Vorlage auf Sané in der 85. oder sowas. Vielleicht ist Müller einfach kein Einwechselspieler, dass er erstmal 20 Minuten braucht, bis er im Spiel ist, oder 25, ich weiß es nicht. Da sind wir schon beim nächsten. Sané. Sané hat seine Einwechslung nicht gerechtfertigt, meines Erachtens nach. Erstmal die Chance, wie kläglich er die vergeben hat, die musst du einfach machen. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, die muss man machen. Ja. Auch sonst, ich fand nicht, dass er jetzt irgendwie da die großen Impulse gesetzt hat, wo er reinkam. Wie gesagt, das hat für mich dann so ein Gravenberch gemacht. Ja, Noten geben wir, wie gesagt, bei Auswechselspielern nicht. Ich meine, gut, Sané könnten wir benoten, er hat eine Halbzeit gespielt, wie Goretzka haben wir auch benotet. Dann bin ich den Sané heute... Ja, jetzt war das nicht super schlecht oder sowas, aber von ihm erwarte ich einfach ein bisschen mehr. Also ich sehe ihn bei einer 3 minus bis zu einer 4. Also das Ding, er muss das Ding reinmachen. Ja, das war eine glasklare, easy peasy Torchance, den du einfach nur am Goalie vorbeischieben musst. Und ansonsten, ja. Wir haben 2-0 gewonnen, 3 minus, Haken dran, fertig. Ja. Dass Müller nicht gespielt hat, fand ich richtig. Müssen wir nicht drum rumreden. Müller war letztes Spiel unterirdisch, war heute auch unterirdisch, bis auf diese eine Szene kurz vor Ende, wo er dann den Ball mal zum Mitspieler gekriegt hat, was dann natürlich stark war auf Sané, der es kläglich vergeben hat. Also Sané hat für mich auch keine Startaufstellung gerechtfertigt im nächsten Spiel. Für mich definitiv Gravenberch. Gravenberch muss für mich aufgrund dieser Leistung im nächsten Spiel für Goretzka spielen. Punkt. Da gibt's keine zwei Meinungen eigentlich aus meiner Sicht. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, der Vergleich Gravenberch, Goretzka. Für mich eine klare Nummer, und für mich eine klare Nummer, dass ein Mané im nächsten Spiel auch nicht auflaufen darf. Ja, das war unterirdisch schlecht. Also, er kann halt nicht auf der Nullen spielen. Zumindest nicht bei uns. Ja, Punkt. Da gibt's auch nichts. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, hau den Tell mal da vorne rein. Aber das wird leider nicht passieren. Ja, Tuchel hatte jetzt auch alle Argumente auf seiner Seite. Wir haben 2-0 gewonnen, von daher können wir da nichts kritisieren. Können wir natürlich schon, aber ist natürlich dann unglaubwürdig. Also er hat seine Aufstellung da richtig getroffen, weil wir 2-0 am Ende gewonnen haben. Das ist, was zählt im Fußball. Und ja, kleiner Ausblick. Vielleicht noch. Spielen jetzt in Bremen. Da Bremen verloren hat, wird das nochmal interessant. Gegen Schalke wird ein ganz, ganz anderes Spiel wie heute gegen Hertha. Ja. Schalke wird kratzen, beißen, stechen, rennen, kämpfen. Alles, was Hertha heute nicht gemacht hat. Klar wird Schalke auch tief stehen. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen, aber die werden ganz anders nach vorne spielen. Dann Leipzig zu Hause. Ja, Leipzig liegt uns natürlich eher, ja, muss man sagen, als diese Mannschaften, die sich hinten reinstellen. In Köln dann, ja, auch da denke ich, Köln liegt uns eher, die werden sich auch nicht hinten reinstellen. Das ist auch eine Mannschaft, die sehr hoch presst und anläuft. Ja, interessant. In Bremen wird, glaube ich, auch nicht leicht werden. Ne? Aber da muss man mal gucken, wie die Bremer agieren. Wenn wir auf die Tabelle mal schauen.
35 Punkte sollte Bremen eigentlich safe sein, ne? Da sollte nichts mehr anbrennen. Von daher denke ich nicht, dass sie sich irgendwie hinten reinstellen werden und mauern. Von daher sollte das machbar sein in Bremen. Wenn wir ein bisschen Platz kriegen, den wir nutzen können. Und wenn wir unsere Chancen nutzen, ich meine, Gnabry hat jetzt mal eine genutzt, Koman auch. 2 Außenstürmer. Vielleicht gibt denen das einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen und für die letzten 4 Spiele, das wäre doch sehr schön. Ja. Ich meine, wir können sonst auch mal durchgucken hier. Ich weiß gar nicht, sehen wir das hier? Ja, sehen wir, ne? Doch, perfekt. Gucken wir uns doch mal das Restprogramm an, im Gegensatz zu Dortmund, das ist ja noch ganz interessant. Wie gesagt, wir spielen immer vor Dortmund, wir müssen vorlegen, also nächsten Samstag gegen Bremen, 18:30. Dortmund dann gegen Wolfsburg, aber Dortmund zu Hause ist eigentlich eine Bank, ja, aber Wolfsburg ist auch immer irgendwie mal für eine Überraschung gut. Aber ich glaube, in Dortmund meistens gehen die da auch eher unter wie irgendwas anderes. Ne? Bin ich sehr gespannt. Ich persönlich habe an Bremen sehr gute Erfahrungen, wenn ich mal da war. Also ich denke, da sollten wir... Ich denke, Bremen wird dann auch schon mal eher ein kleiner Gradmesser werden. Ja? Aber wie jetzt wirklich unser Selbstvertrauen und so weiter ist. Solange wir uns das jetzt nicht wieder alles zu schön reden, dass wir heute gewonnen haben, sondern ein bisschen kritisch damit umgehen, und die richtigen Schlüsse daraus ziehen aus Tuchels Sicht, dass man vielleicht mal einen Gravenberch von Anfang an bringt und vielleicht mal nicht einen Mané von Anfang an bringt, denke ich, sind wir auf einem guten Weg, ja, und wäre auch ein gutes Zeichen an die Jungs. Danach, wie gesagt, zu Hause gegen Schalke. Für Schalke wird es da noch um einiges gehen, sehr wahrscheinlich. Das wird eine interessante Nummer werden, denke ich. Gewinnen musst du es eigentlich, ja, aber was heißt das schon? Dann Dortmund zu Hause gegen Gladbach. Ist für mich eine klare Nummer. Gladbach ist kein Gradmesser für Dortmund, erst recht nicht, wenn Dortmund zu Hause spielt. In Augsburg für Dortmund. Ich glaube, da tun die Dortmunder sich auch immer schwer, ähnlich wie wir. Müssen wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht, wie Augsburg aktuell dasteht, aber ich glaube, Augsburg ist auch schon so gut wie safe. Wir zu Hause gegen Leipzig, Samstag wieder 18:30. Da kann alles passieren. Ja. Kommt drauf an, wenn er uns das Selbstvertrauen gibt, wenn wir in Bremen nachlegen können, kriegen da auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen, dann sollte Leipzig natürlich auch ein Dingen sein, ja, was wir schaukeln können. Wir spielen zu Hause, Leute. Ja, und letzter Spieltag, der einzige Spieltag, wo wir dann alle zeitgleich spielen, Dortmund gegen Mainz. Ja, die Mainzer und Dortmund, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, ich möchte da nicht unken, aber ich würde garantieren, die Mainzer geben keine 110%, wenn es wirklich am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft geht. Ist aber auch nur so ein Ding. Aber ja, sehe ich persönlich so. Tabelle wollte ich noch kurz gucken. Augsburg 31, ja gut. Da könnte es eventuell am letzten Spieltag auch noch brennen. Ne? Augsburg ist unangenehm zu Hause, definitiv. Dortmund ist auswärts, wenn sie anfällig sind, auswärts. Ne? Zu Hause. Ja, wie gesagt, es könnte natürlich sein, wenn wir vorlegen, ja, ist Dortmund unter Druck gegen Wolfsburg, wenn Wolfsburg das ausnutzt. Wolfsburg ist auch eine Mannschaft, die ganz gut tief stehen kann und kontern kann. Wer weiß, ja, aber vielleicht erleben wir mal wieder eine Meisterschaft am letzten Spieltag. Das wäre doch einfach mal schön, ja. Generell muss man sagen, mal ein paar Worte generell zur Bundesliga. Ich denke, am letzten Spieltag werden noch einige Entscheidungen fallen, ja. Wenn wir uns das angucken, wie es unten ausschaut, ja, von Augsburg bis Schalke 4 Punkte. Hoffenheim, Stuttgart, Bochum dazwischen, da ist alles drin. Hertha ist für mich weg, ja. Haben sie auch nicht, wird auch Zeit, die haben die letzten Jahre, ging es ganz klar in diese Richtung, ähnlich wie es bei Hamburg war. Haben sich oft genug glücklich gerettet, es wird Zeit, dass Hertha jetzt einfach mal den Gang runtergeht. Vielleicht ist das eine reinige Wirkung, hat man bei Hamburg auch gedacht, aber Hamburg schafft es wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder nicht aufzusteigen. Wenn maximal Relegation, ja. Vielleicht ist das Reinigen für Hertha, vielleicht kriegen die Kurve, dass sie dann wieder aufsteigen und dann mal ein bisschen Zug drin haben. I don't know. Und oben ist natürlich auch alles drin. Ja. Also es geht um eine Champions League Plätze.
Ja, also es wird auch für Leipzig um was gehen, wenn die zu uns kommen. Es wird auch für Schalke ums Überleben gehen, wenn die zu uns kommen. Also das sind alle Spiele, wo es richtig knallt, ja. Köln ist das einzige Spiel. Für Köln geht es um die goldene Ananas am letzten Spieltag. Ja, und für Bremen ist das Ding eigentlich auch gelaufen. Ja. Kann immer ein Vorteil, kann auch ein Nachteil sein, wenn es für die Mannschaft noch nichts mehr geht, können sie befreiter aufspielen. Wie gesagt, für Wolfsburg geht es natürlich auch noch um was, ja. Je nachdem, was die heute spielen, aber die wollen natürlich im besten Fall auch nach Europa kommen. Von daher wird das auch nochmal eine interessante Sache für Dortmund, ja. Und was hatte Dortmund noch? Alter. Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Guck nochmal. Gut, 31. war klar. 32. gegen Gladbach geht es auch um nichts. Goldene Ananas. Das ist safe. Ja, dann Augsburg. Für Augsburg kann dann noch wirklich noch um richtig was gehen. Letzter Spieltag war Mainz. Für Mainz wird es auch um nichts gehen. Ja, vielleicht um Europa. Das wäre auch wirklich die einzige Konstellation, wo ich mir vorstellen kann, dass Mainz 110% in Dortmund gibt. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall mal spannend. Wie gesagt, Halleluja, dass wir heute das Ding gewonnen haben. Am Ende des Tages, egal wie. Dass es das erwartete Spiel wird, war klar. Wir haben auch nicht schlecht gespielt oder sowas. Ich habe jetzt keinen Spieler richtig schlecht gesehen, abgesehen von Mané und Müller, wo er reinkam. Kimmich überragend heute, ja, muss man ganz klar so sagen. Leute, ich überlege gerade, Schlusswort, genießt es, weiß ich nicht. Wie gesagt, wir gucken uns nachher noch die Pressekonferenz an. Wenn Tuchel da ein bisschen kritisch ist, dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg für in Bremen. Und ja, es bleibt spannend. Es ist nicht, dass wir jetzt so super stabil sind, dass man sagt, ja, jetzt sind wir wieder Erster, haben es in der eigenen Hallen, die 4 Spiele machen wir jetzt easy weg. Das sehe ich nicht, aber die Hoffnung ist auf jeden Fall wieder da. Ja. Und mein Karma, wer mich noch nicht kennt, mein Karma hat auf jeden Fall wieder zugeschlagen. Das Karma tut immer das Gegenteil von dem, was ich sage. Von daher werde ich weiter die letzten 4 Spieltage behaupten, dass wir kein Meister werden. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen super duper Restsonntag und schönen Feiertag am Montag. Genießt das bisschen Positive, was wir heute hatten. Wie gesagt, heute gab es relativ wenig Negatives aus meiner Sicht. Und rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Tschüssi.